Dein Schauen Stream schon wird die da. Leute, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass uns keiner sehen mich. Frechheit. So ist machen. Es hat 48.000 Grad. Da ich Ei, mir jetzt auch nicht reinsitzen und den Scheißdreck anschauen. Wir werden es ja nicht sitzen einmal wir, aufnehmen. sitzen wir mit dem Handy in den Keller und gut ist. Vielleicht haben sie aber kein gutes WLAN im Keller unten. Boah, Schleid. dann liegt es am Interesse. Da fällt es dann da dran. Ich wollte gerade sagen, dann muss man da noch mal ein bisschen nachher. Oder sich einen gescheiten Repeater kaufen. Mhm. Der Klassiker. Ja, dann müsst ihr gerade mich fragen, wie ich mich aus. Wie man das Internet einrichtet. Da bin ich nämlich ein Hundling. Ein Ja, Zack. Seppi, wie geht's dir denn? Im Hundsmiserabel. Hundsmiserabel. Mhm. Bist du da in dem Alter, gut, du bist ja schon mit 14 im Alter gewesen, dass du deine Kater eine ganze Woche mit dir herumträgst, gell? Was heißt eine ganze Woche? Das ist noch nicht einmal 24 Stunden her, wie ich ausgerichtet bin. Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir die nächste Woche immer noch jammern hören. Nein, das ist da nicht durch. Ich Nicht? habe ja Elotrans. Das ist ja, oder ja das meiste gut gemacht. Ich bin Ach immer so, so schön. brutalsten miert einfach. Ja, das ist auch Äh, mein Hauptproblem. Ich bin müde wie Schlafanzug Scheiße. ist Schlafanzug. Schlafentzug ist mein absoluter Endgegner. Und ich habe Das ist, gar nicht gut geschlafen die letzten 2 Tage. das macht mich aber fertig. Das war so, mir war zwar das Mal ein bisschen schlechter, ein bisschen Kopf, muss ich sagen, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Hm. Aber die scheiß Schlaferei, die ist einfach die Hölle. Die Krawallmaus ist schon am Start, das mögen wir. Servus. Grüß Ja, Gott. du hast ja an der Weinschale vergangen. Das ist ja sowieso ein grundsolider Fehler. Die ist meineidig. Die ist meineidig. Die ist Ja. mir vor allem mit einem Dropkick ins Kreuz reingekupft. Leck mich am Zuckerli, habe ich mir gedacht. Leck mich am Ja. Zuckerli. Dick, Never dick Raven Zeug. Hoppaderi. Servus. Das war echt, aber sie war köstlich, das muss ich auch dazu sagen. Das kann ich so nicht bestätigen. Aber Warum? was ich bestätigen kann, ist, dass Erlbräu unangenehmer Geschmack ist. So, also wenn auf einer Flasche Geschmack Erlbräu steht, nein, gut. Nein, gut. Nein, gut. Zumindest das, was ich getrunken habe, war vielleicht schon abgelaufen, keine Ahnung, wer weiß das schon so genau. Wenn Erlbräu zuhört, können sie mir natürlich auch mal eine Kostprobe schicken. Der neueren Sorte, aber Der Erlbräu war doch kein der Fan. die zauberhafte Werbung im Kino laufen lässt in Straubing, oder? Das ist korrekt. Das ist Der sehr in der Werbung, mag ich so nicht so viel erzählen, weil die Werbung gehört zu meinen Rolex für die nächste Folge. So, Bertmann ist auch da, Hoppaderi. Da hat Frau Kramal ausgefragt, ob du ein bisschen lauter reden kannst. Selbstverständlich. Jetzt, Das ist so angenehm. richtig angenehm wieder. Kriege ein leichtes Röhrchen. Kann er, glaube ich, das Mikro einfach wegen lauter machen. Ja, du kannst dir vorher mal vorbereiten, dass das alles passt, du Schwanz. Nein. Okay. Na, es klang schon, dass ich 5 Minuten vorher überhaupt News zusammengestellt habe, die da Ja, wie wir schon gesagt haben, wir damals in der Schule, auf der Busfahrt. Gut, du, glaube ich, hast den Bus fahren müssen, oder? Nein, ich wollte einfach dann früher kommen müssen. Ah, das ist. Und dann will ich lernen müssen. Nein, ich hab noch eine saubere halbe Stunde im Bus Zeit gehabt, dass ich meine Hausaufgaben mache. Das Oder, ist, oder lernen. Ja, bei mir war es eher immer das Lernen. Ich habe dann einmal geschaut, dass ich so Speed-Learning mache, das ganz so kurz noch in meinem Gedächtnis drin bleibt, dass für die nächsten 20 Minuten für die extern gelangt. Ja, genau. Und hat mir überraschend oft hingehauen. Das Tatsächlich. war oft, ganz oft mein Plan. Es war halt Kurz- dann weg nach der Ex. War kein Wissen vorhanden, überhaupt keinen Lernfall gehabt, aber Hat man nicht mehr braucht, hat man nie Nein. wieder braucht. Aber nur eine Momentaufnahme. das Kurzzeitgedächtnis muss auch für was gut sein. Und das hat man, also mir jetzt schon auch oft meinen Arsch gerettet, Mhm. dass wir nur mit einem sauberen Dreier reingerutscht sind. Oder Vierer, das war der Dreier des Ja. kleinen Mannes. Das hat schon alles gepasst. Hast du ein bisschen was mitgekriegt, was los ist in der Kassettenwelt? Nicht zwei, aber ein bisschen was haben wir schon dabei. Ein bisschen was. Ein bisschen was geht dabei. Das ist schön. Ich habe zumindest jetzt die offizielle Bestätigung von einem von meiner Kassetten, von meinen Themen aus dem letzten oder vorletzten Kassettenschmerz, dass wir einen Schreck-Film und einen Esel-Solo-Film kriegen werden. Schreck 5 ist jetzt schon bestätigt für Juli 2026. Ja, jetzt kriege ich dann quasi zum Geburtstag einen Schreck. Ja. Aber du darfst nicht davon ausgehen, dass sie jemals wieder die Klasse von Schreck 2 erreichen werden. Die ist unerreichbar. Das ist einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Ist Schreck 2 besser wie Schreck 1? Ja, 100-mal besser. 100 Mal? 100-mal besser, garantiert. Okay. Die alle nur einmal gesehen und kann mich quasi nicht daran erinnern. Das sind so fließende Übergänge, die Erinnerungen. Das ist Bei den ein anderen- Film für mich. Bei den anderen ist mir auch nicht voll geblieben, aber den zweiten, den habe ich, glaube ich, so oft gesehen wie ein Spongebob-Film und da ist einiges im Kopf geblieben. Den kann ich auch teilweise mitsprechen. Es ist gut für einen Kerl Mitte 20 wie mich.
Ja, es ist löblich. Ja, Animationsfilme sind ja gerade wieder am Eskalieren, gell? Ding ist doch auch, glaube ich einfach unverbesserlich 4, kann es sein, ist das 4 oder Teil Ja, 3? der ist, Der, der ist jetzt 10 oder 11 Jahre nach dem dritten Teil gekommen, gell? ich weiß gar nicht, wie lange das die Spanne her ist. Ich weiß nur, dass mir, glaube ich, der letzte Teil schon, immer schon nicht gefallen hat, weil da war dann von dem Crew der Bruder dabei, der hat mich dann irgendwie genervt, aber dieses Despicable Me Franchise hat ja jetzt die 5 Milliarden geknackt. Ja, da haben ja die Minion-Filme ja dazu. Ne? Genau, und jetzt Das haben sie ist mich ja, gleich für 2027 an Minions 3 angesetzt. Fix ich aber Haar im Maul und krieg sie raus. ja schön, da freuen sich die Leute. Mir ist ja im Ja, Prinzip egal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaue mir die Kacke nicht an. ja, die Minions Also ich, selber, die finde ich ich ganz mag witzig. die Aber Fortsetzungen meistens einfach nicht bei denen. Den ersten Teil, den habe ich ganz gut gefunden, ja, aber dann greifen sie so spezielle Sachen auf und bloßen die auf wie die Minions und das ist dann immer so mein Ding meistens. ja. Ja, aber also ich glaube, dass du nichts verkehrt machst, wenn du die restlichen Teile nicht angeschaut hast. Hm. War jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm, hätte ich sagen. Was gibt's denn bei dir Ja, Neues? ich hab mir gedacht, jetzt fangen wir mal spaßiger Podcast, der wir doch haben, fangen wir mal mit einer traurigen Nachricht an. Da glaube ich, kann ich dann auch nicht nachschießen. Shannon Doherty ist gestorben. Die war ja für einige schon gestorben, weil du das, glaube ich, nirgends mehr gesehen hast, oder? Ja, die hat ja, glaube ich, jahrelang jetzt Krebs gehabt, soweit ich das Mhm. mitgekriegt habe. Und es ist mit 53 dem Ganzen erlegen. Kennen sie als Charmed und Beverly Hills natürlich. Hat sehr ikonische Rollen gehabt. Unserer Kindheit, will ich fast behaupten. Ja, Charmed auf Ja. alle Fälle. Das war das Nachmittagsprogramm für junge Menschen. Damals im Ja, linearen Fernsehen, wer es noch kennt, da hat man das Antennen stimmt. braucht dafür, dass man es herkriegt. Das stimmt, ja. Da war es aber auch nicht lange dabei bei Charmed, weil ich habe dann auch einen Bericht drüber gelesen, die muss anscheinend immer sehr schwierig an die Sets gewesen sein. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das ein bisschen so Ding war. Das, So. deswegen habe ich vorher gemeint, hat man die nicht mehr viel gesehen, weil die nicht mehr viel Rollen gekriegt hat, sondern Mhm. immer gerade nur so kleine Gastauftritte. Ja, das stimmt. Das war dann oft in den letzten Jahren, glaube ich, waren es dann eher so Cameos, die da irgendwie angelehnt waren Ja, an ihr 90er-Jahre-Image. ja, der Philipp ist auch da. Servus, Philipp. Aloha. Ja, Habe ich im Thumbnail ist Vollgas Clickbait, ja. ja, ist schon gescheit krass. Es ist ja die Shelley Duvall ist ja auch gestorben, die Wendy Torrance in The Shining gespielt hat. Echt? Das habe ich nicht Jo, mitgekriegt. jo, die ist auch letzte Woche mit 75 gestorben, aber scheinbar wirklich im Schlaf aufgrund von Komplikationen von ihrer Diabetes Einfach nur mal hatte aufgewacht. anscheinend einen friedlichen Tod. Ja, das ist das Beste. Einfach einschlafen und mal auf. Ja, genau. Ich glaube, mehr geht nicht. Mehr gerechnet, ne? Ja, aber die ist Mehr, wenigstens 75 geworden, die andere ist mit ja, 53 schon. 53 ist ja echt der Scheißtrick. Das ist gar kein Alter nicht. Das sehe ich ja schon von der Weiden. Da kann ich ja schon hinschmecken. Ja, du schon. Du schon. Solange wie du 3 Bier trinken nachher jammerst wegen dem Kater, bist du eigentlich schon drüber. Du hast offensichtlich einen Filmriss von 4 Stunden, weil ich habe nicht 3 Bier getrunken, sondern ich habe ungefähr 60 Euro verbrannt. Ja, weißt du, das verloren aus dem 50er. Ja, genau. Obwohl ich ja Getränkemarker gehabt habe. Ja, genau. So kennt man die. Aber wunderbar. Ah, grausames Festel. Da waren Grausames wir Festel. nämlich kurz zur Info, wir waren am Wochenende im Bandhaus oben in Straubing. Da habe ich mit meiner Band aufgetreten und da war unter anderem der Kani im Publikum und dann hat es hinten noch, jetzt noch 1 oder 2 Bier gegeben. Das hängt mir so ein bisschen. Weinschorle. Oder Weinschorle, natürlich, der Genießer. Hättest Weinschorle gesoffen, wärst du gut gegangen. Ja, wahrscheinlich. Oder Wahrscheinlich ist das. den komischen Guarana-Wein, was wir da gehabt haben. Boah, nein, sowas mag ich nicht. Hey, da hab ich Das, hab gerade einmal hab ich ihn probiert. Papsierst das Ding, dann kannst du einen Becher kannst du saufen und dann ist es aber wieder gut. ja, das glaube ich. Das ist dann vielleicht so zwischendurch, wenn das Bier irgendwo steht. Ja, So genau. mal zum Durchschwammen. Aber da habt ihr nie auf Gin Tonic umgeschwenkt. Das erklärt vielleicht auch die große Lücke dann in meinem Gepäck, weil da haben nämlich ja meine Mackerl nicht Zeit. Nicht? Das Danke war für dann nichts. ärgerlich. Danke für nichts. Dann hättest du einfach wie ein normaler Mo Bier gesoffen. Habe ja 3. Erlbräu. Das ist halt, naja, wir uns Udelfassel die hängen, aber egal. Wir haben ja nicht zum Spaß da. Nein, ich bin, das Was haben wir denn noch? war echt hart. Das war echt ganz hart. Hast du dir Schacht angeschaut auf Netflix? Na, Kommt ähm, jetzt im Oktober Teil 2, völlig unverhofft. Habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Da vor mir, zack, ist der Film da. Gibt es übrigens eine Folge von uns, der Mike und ich. Und ich glaube, es war sogar eine von unseren ersten. Es müsste die 3. oder 4. Folge gewesen sein, die wir gemacht haben. Also noch
Qualitätscontent, in dem wir versucht haben, teilweise doch irgendwie Hochdeutsch zu bleiben, obwohl wir uns bayerischer Podcast nennen, also richtig geil behindert. Oh, geil, das muss ich mir unbedingt anhören. Grausam. Ich habe mal die alten Folgen durchgehört. Das ist, ja, schön ist das nicht. Die mehr jetzt eigentlich alle offline nehmen. Oh, geil. Ja, nein, ich stehe dazu. Ich stehe Wurst. dazu. Was soll ich machen? Ansonsten kaum haben wir aufgehört, dass wir Hochdeutsch reden, haben sich die Leute auf Apple und YouTube in die Kommentare beschwert, dass man kein Wort versteht. Das war ab der zweiten Folge, oder? Ich weiß nicht, wann das war, aber irgendwann, der erste Kommentar war nicht irgendwann mal bei die Apple Podcasts gewesen und auf YouTube, da ist noch gar nicht so lange her, dass sich da irgendjemand beschwert hat, dass man uns nicht versteht außerhalb von Bayern. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, du und der Mike in Hochdeutsch. Ja, ich glaube, dass der Mike weniger in Hochdeutsch unterwegs war. Ich glaube, Ja. das war eher ich. So wie es der Corby heute noch tut. Ah, okay. Kann er heute noch nicht gescheit bayerisch auf. Übrigens, der Corby, ich soll euch ausrichten von Corby an alle, die zuschauen. Ich soll uns auf TikTok jetzt folgen, weil der Corby möchte jetzt das mit einem TikTok-Kanal durchstarten. Viva la Motivation Podcast auf TikTok geht jetzt halt durch die Decke, laut dem Corby. Also geht's auf TikTok, folgt's da und schaut euch da eine halbe Stunde lang Kassettenschmerz auf TikTok an. Das Genau. ein bisschen FOMO streuen, gell? Genau. Da musst du auf alle Fälle ein bisschen streuen, weil so eine halbe Stunde Video ist ja genau das, für das TikTok als Plattform gemacht worden ist. Ja, halbe Stunde bis 3 Tage so. Also das So ist war das genau, ja. Das ist extra für Leute mit einer sehr, sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitsspanne, habe ich Das gelesen. ist auch, bei StudiVZ war das auch immer sehr im Kommen, da haben wir früher auf TikTok teilt, weil das war so ein akademischer Hintergrund einfach, ist da Ja. wirklich wertvoll. Verstehe. Aber ich habe mein Soll erfüllt. Jetzt geht's jetzt auf TikTok und dann haben wir 8 Follower mehr auf TikTok. Wow. Geht's richtig ab. Für dich wäre schöne News dabei. Für mich? Ja. Sag mal. Elden Ring kriegt ein Anime im Herbst. Ohne Scheiß. Ja, aber es ist nur vor dem Fanstudio, das heißt irgendwie Streams Alter Productions und der Anime dauert nur 5 Minuten. Ja, du Arsch. Aber es gibt anscheinend auch schon einen Trailer zu diesem 5 Minuten Anime. Also, was ich gesehen habe, schaut. So 5 Minuten Anime, wahrscheinlich einen 4 Minuten Trailer, oder? Ja, genau. Also, die hätten schon, also auch wenn das jetzt gerade ein Fanstudio so, das schaut schon fett aus, was die machen. Die sollten eigentlich mal was Richtiges produzieren, was richtig Langes. Das Studio hat es an sich, meinst du, oder? Ja, genau. Weil, also, ich habe jetzt den Trailer nur kurz überflogen da von Elden Ring, das schaut aber schon Hand und Fuß. Ja, werde ich mir auf alle Fälle anschauen, weil ich mag da alles sehen. Ich Ja. sag da alles auf das geile Welt, geile Lore. 5 Minuten kannst du schon sitzen. Ich lese ja den Manga dazu, der ist ja auch saugeil. Der ist halt null auf Ernst, also der erzählt quasi die Geschichte von so einem Befleckten, aber das ist halt voll der Trottel und der stolpert halt mehr oder weniger so durch. Und halt, erlebt halt die seltsamsten Sachen mit den Elden Ring Bosse und was weiß ich, was alles. Das ist ganz geil. Da habe Der ich schon läuft mal. aktuell noch, der ist jetzt bei Band 4, glaube ich. Mhm. Und so wie es ausschaut, läuft der noch eine ganze Zeit, weil ich bin jetzt erst im 4. Band ist man erst im Zauberschloss. Das ist noch relativ am Anfang. Mhm. Also da geht es eine Zeit lang dahin. Kann ich nur empfehlen. Ist ein lustiges Leserchen. Ja, leist mir dann aus, wenn du fertig bist. Natürlich. Man sich selber Geld aus. Der Schüler Philipp, der organisiert jetzt schon TikTok. TikTok ist das. Und ja, wir haben schon wahnsinnige 23 Follower auf TikTok, sagt der Never Geil. Raven. Keine Ahnung. Das ist ein Corby sein Milieu jetzt, da wird er sich jetzt halt richtig austoben. Und der Philipp hat jetzt erst unsere Folge mit dem Landauer Bürgermeister angehört. Ja, die ist qualitativ auch hochwertig. Also witzige Folge finde ich mit dem Matthias, der war gut drauf, aber wir haben jetzt zu zweit ins gleiche Mikro einschmerzen müssen. Jetzt war das schon nicht so geil. Habt ihr aber so Aber- Mund an Mund so geredet, so? Ja, Mund in Mund. Schön. War Also zauberhaft. das, das stellen wir traumhaft vor. Ja, war sie. Genauso traumhaft wie der 17.01.2025 wird, weil endlich das offizielle Datum für Severance Staffel 2 ist auf Apple TV Plus. Oh, endlich. Endlich, Jetzt, ja. wo ich die erste komplett vergessen habe, kann die zweite kommen. Ja, her damit. Aber bin ich richtig heiß drauf. Ja, die das ist so ist- die ist unglaublich gut super. gewesen. Ich glaube, ich habe Aber es ja das schon ist die- 1000-mal gesagt, ich liebe die Serie. Die muss ich mir dann wirklich, über Weihnachten, die muss ich mir wirklich nochmal anschauen, weil die hat schon einiges, die ist schon ein bisschen komplexer. Muss man schon ein bisschen dabei sein dann wieder, Mhm. glaube ich. Ja, Weil wenn die, ich jetzt da auf meine Erinnerung gehe, da wird dann immer recht viel übrig sein, dann glaube ich, versammelt dann zu viel. vielleicht das ist machen sie okay. einen Rückblick. Ja, hilft mir nichts. Nicht, stimmt auch wieder. Da saufst du am Wochenende wieder 3 Bier und dann jammerst du wieder die ganze Woche und weißt nicht mehr, was du angeschaut hast. Naja, müssen wir wieder neu anlernen in der Arbeit. Furchtbar.
Furchtbar. Ja, Batman X-Hamster, das wird dann mein Baby zum Großziehen. Da wird dann bei dir auch was groß werden, wenn wir das Profil am Laufen haben. Schön. Richtig zauberhaft, ja. Apropos gruselig. Ich Oh. habe eine kleine Nachricht zum gruseligen Film, der sich Longlegs nennt. Und zwar hat freue mich. der 22,6 Millionen Dollar eingespielt am ersten Wochenende, was eine ziemlich starke Nummer ist für einen Film von so einem Studio in der Größenordnung. Und ist damit der beste originäre Horrorfilm des ganzen Jahres. Das ist Habe ich auch schon mal gelesen. nicht Ja, schlecht. das ist, gefreut mich, weil der Trailer schaut ja ultra verstörend aus. Ja, ich bin im Kino gesessen, habe den Trailer gesehen und habe What the fuck did I just see? Gedacht. Das ist ja crazy shit hoch 1000. Ein Bekannter von mir jetzt, der Dominik, der Videot heißt er auf Instagram und man hat auch sein YouTube-Profil auch wieder aktiviert. Könnt ihr euch anschauen, cooler auf. Der war jetzt in Amerika gerade und hat ihn da angeschaut und hat ihn sehr gut bewertet. Er hat gesagt, der Anfang man ist so eine Mischung aus, jetzt weiß ich nicht mehr genau, aber auf alle Fälle hat er gesagt, fette True Detective Einschläge mit drinnen. Oh. Und am Schluss man ist Space dann ziemlich ab, die ganze Geschichte wird ziemlich gestört. Ja, cool. Ja, ich freue mich schon. Wann läuft der? Oh, muss man das zufällig? Der wird so lange dauern jetzt, gell? Normal soll jetzt nicht mehr lang dauern. Diese Woche läuft er auf alle Fälle noch nicht, weil ich habe nicht in unsere Kinostarts der Woche dabei, die ich jetzt aber noch nicht verzeihe. Die gibt's Okay. zum Schluss wie immer. 8. August startet er. Fotze, das hast du voll gespoilert. Ja, es ist das Ende gespoilert, weil ich Starttermin gesagt habe. Ja, genau. Der war nämlich dann erst für einen Kassettenschmerz am 5. August dabei gewesen. Ja, mei. Dann hast du es ja noch jetzt versaut. Dann brauchen sie am 5.8. gar noch mal einschalten. Genau, man sagen wir den einen Satz ganz lang, eine halbe Stunde lang. Ja, genau. Das war ungefähr so wie die Man of Steel-Folge mit dem Corby, wenn wir die veröffentlichen daten. Das ist eine rare B-Side. Ja, dann hätte es nämlich ja einen Satz ungefähr eine Stunde lang gehört. Aber das tun wir nicht. Den nehmen wir neu auf. Mit Mike, Mikey und ich machen wir Man of Steel für euch. Und ja, Nicolas Cage geht echt immer. Geiler Typ. Green. Geiler Typ. Bin ja Hab ich gespannt auf letztens eine Geschichte diese. gehört von dem, gell? Der war da irgendwie so auf Promo-Tour in Deutschland, Berlin unterwegs und dann hat er sich einfach mal abgekappt und hat sich so in ein Gasthaus in Potsdam eingemietet, weil er deutsche Wälder so sehr liebt und war dann 2 Tage lang einfach im Wald spazieren unterwegs. Einfach so. Ja. Geiler Typ. Schön. Geil, also das Kann man so Video machen. gewesen, geil, vor ein paar Jahren, wo der Bumm voll in Las Vegas in irgendeinem Casino oder in einem Hotelempfang-Foyer drinnen gesessen ist. Du musst mal schauen, Nicolas Cage drunk at Vegas oder Hotel oder selbst und da ist er dann auch bumm voll, ist er da in irgendeinem, und ich weiß nicht, ob er auch noch irgendjemand angemalt hat oder so, keine Ahnung, auf alle Fälle haben wir gedacht, ja, geil, lebt dein Rockstar-Life, genauso darf ich es auch machen. Beste Mann. Noch viel mehr Nasenkäfer und dann wird es richtig geil abgehen. Hast du Euphoria gesehen? Ja, die ist super. Ja, Richtig geil. geht jetzt auch im Januar die 3. Staffel mit dem kompletten Originalcast weiter in Produktion. Ja, kompletter Originalcast wird nicht geben, ja, ist es ja einer gestorben von den Schauspielern. Weiß ich nicht. Aber halt alle, ich habe es nämlich nicht gesehen, Euphoria. Habe ich bisher nicht angeschaut, aber dann alle überlebenden Original-Cast-Mitglieder sind wieder dabei scheinbar. Ja, cool, gefällt mir. Das ist echt eine ganz starke Serie. Das ist so, was kann man jetzt vergleichen? Es ist so Coming of Age mit vielen Teenies, aber es ist halt schon ziemlich hart. Also da werden ganz krasse Themen angeschnitten. Ja, schaut sich das einfach an. Das ist geil. Ja, ich habe es nur auf der Liste, ich möchte es auf alle Fälle nur sehen. Da hätte ich schon Bock drauf. Ach, der Neverraven hat sich ein schönes Ugly-Shirt mit 1000-mal Nicolas Cage-Gesicht drauf. Mir hätte einen Beutel. Da schickst du uns auf alle Fälle einen Beutel. Das will ich sehen. So ein T-Shirt brauche ich einen ganzen Schlafanzug davon. Oder beziehungsweise eher so einen richtigen Anzug. Oh ja, das war stark. Oder die geilen Dinger, was es doch damals gegeben hat, dass Arbeitskollegen sich gegenseitig immer gecaged haben. Wo so ein Arbeitsplätze mit Nicolas Cage-Gesicht dazu tapeziert haben. Stimmt, ja. Das war super. Geile Dinge. Beste Zeit. Sessel Sepp ist wieder am Start. Haberdere. Grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Weißt du, vorher gesagt, das ist ein gruseliger Film. Ich habe auch noch einen gruseligen Film. Und zwar geht der Conjuring Universe geht weiter. Im Herbst 2025 soll Conjuring 4 kommen. Wird als das Finale der Filmreihe jetzt betitelt und soll auf den Namen Last Rites hören.
Hast du Teil 3 noch gesehen? Ja. Ja, ich bin Fand der gespannt. jetzt gar nicht schlecht. So. Also, Für das, dass er mal ein bisschen, der war ja ein wenig anders, mit dem Ermitteln und so, ein wenig, fand der auch cool. ja. Ich fand die Ähm, alle drei eigentlich geil. Also voll der geil, erste ja. war halt damals so, der erste ist eh klar, der war halt besonders gut. Der Der zweite hat auch zweite, sehr starke Momente gehabt, der aber auch ein paar schwache, aber auch ein paar starke. Also der die zweite waren fast eigentlich besser okay. gefallen als der Einser, muss ich sagen. Ja, echt? Mit, Ich ja, war halt nur von dem Crooked Man, war ich enttäuscht. Das hat so dämlich der hat ein wenig ausgeschaut. kreislig ausgeschaut, ja, obwohl das aber kein reines CGI ist, gell? Echt? Das hat Also, aber richtig kacke ausgeschaut. ja, ich finde das auch so komisch, aber ich habe da mal irgendein Making-of, also gut, jetzt sagen wir mal Halbwissen, aber ich meine nicht, dass ich da ein Making-of gesehen habe, da gibt es ja so einen Schauspieler, der extra für solche Rollen mit so langen Gliedmaßen und so gecastet wird und der muss diesen Crooked Man gespielt haben. Okay. Komisch. Haben Weil sie ich habe irgendwie. nämlich auch noch so in Erinnerung so schwach, dass ich mir gedacht habe, das ist doch CGI gewesen und ich war dann recht überrascht, als ich gehört habe, dass der Schauspieler dahinter darunter gesteckt sein soll. Auf alle Fälle hat das überhaupt nicht zu dem Stil von dem kompletten Film passt, so von der Machart her. Das war einfach Den, Fremdkörper, ja, ganz komisch. den hätte ich auch nicht braucht jetzt, den Crooked Man. Ne, ja, angeblich wollten sie ja mit dem auch mal ein Ding machen, ein Spin-off. Ja, das war ja grundsätzlich geil. Ich finde das ja eine geile Figur, weil der eigentlich ziemlich mysteriös ist. So gibt es eigentlich Ja, gar nicht wirklich. Was ist ja eigentlich ein Kinderreim, ja, wo genau, man gar aber nicht da hat wirklich er was irgendwie weiß nicht darüber. reingepasst, finde ich. Ja, genau. Da Da war er hat er, verschenkt. weil das war der Omi kurz durchgelaufen, fertig. Ja, Ja, genau. genau, da gibt es das ist der Javier Botet oder Botet, keine Ahnung. Das ist der Typ, der den Crooked Man gespielt hat. Also es war kein rein CGI, da war nämlich auch Okay. sehr überrascht auf alle Fälle. Da haben sie es quasi doppelt Ähm, verbockt. Saudeppen. Aber ja, bin ich gespannt, wie es was der vierte dann auch für ein Stil sein wird. Ob man nochmal sowas in die Richtung wie Teil 3 oder wieder so Vollgas Jumpscare-Massaker wie Teil 1 und 2 kriegen. Ja. Aber was gruseliger als die Nonne können sie nicht mehr liefern. Der geht nicht mehr viel, ne? Die Aber bin ist, also, gespannt. die ist Jetzt haben sie, Anschlag, die Nonne ist jetzt haben sie, Anschlag. ja, jetzt haben sie ein paar Jahre Zeit gehabt, da könnten sie sich schon was Gescheites überlegen. Mhm. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ja. Gucken wir mal. Genauso wie wir jetzt dann im Oktober gucken werden. Beziehungsweise wir wieder nicht. Wir müssen wahrscheinlich wieder ewig lang warten. Wir kriegen mal jetzt dann erst den neuen VHS. Aber am 4. Oktober läuft schon der nächste VHS Beyond über Shudder an. Wie Der viel fährt gibt es uns, denn da jetzt schon? das ist dann der 6. Teil. Das müsste Krass. das 6. sein. Leck. Aber das ist nicht alles, es ist alles ja nur Found-Footage-Zeug. Das ist alles die Found Footage, ja. Funktioniert das nur auf so viele Teile? Ich habe die ersten 2 oder so gesehen, glaube ich. Also, also an den zweiten Teil, finde ich, sind sie bisher nicht mehr angekommen. Der zweite das waren überragende Kurzgeschichten. Mhm. Eins Der war fand ich klasse, recht ja. geil. Viral, meine ich, hat mich damals recht enttäuscht gehabt und jetzt weiß ich nicht, wie der vierte Teil geheißen hat, ob der 84 oder 88 oder er ist auf alle Fälle so 80er-Ding gewesen. Mhm. Den habe ich wieder sehr geil gefunden. Und jetzt der neue, der glaube ich, kommt, ist glaube ich 99, der jetzt halt gerade bei uns rauskommt. Ich glaube, über Tiberius sollte bald veröffentlicht werden. Bin ich gespannt, wie das da mit der Synchro ist. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Aber so finde ich es eigentlich alle ganz cool, weil es halt auch immer Kurzgeschichten sind. Das Ja, funktioniert. eben. Ja. Da funktioniert Found Footage auch mal für mich, Ja. weil so ganze Filme in Found Footage, da bin ich ja immer ein bisschen, naja, was ist denn los mit dem Ja, Hund? das ist Was flippt denn der Hund wieder so schwierig. aus? Keine Ahnung. Vielleicht der Wo-Griffer. Okay, Also für die innere Sicherheit zuständig. Schauen wir mal. passt. Also war er anscheinend nicht bei der Rede von Trump angestellt. Nein, war nicht sein Ding. Da hat er dann vielleicht, naja, anderes Thema. Ja, anderer Podcast. Anderer Podcast, ja genau. Können wir dann ein paar Mythen und Fake News verbreiten. Das ist vielleicht für was für unseren TikTok-Kanal, dass wir das ja Ja, gut genau, funktionieren. genau. Dass wir, der bayerische Filmpodcast rausgefunden haben, dass der Biden dieses Attentat in Auftrag gegeben hat. Ja, genau. Oder You heard doch it here lieber, first. oder doch lieber die Schiene, dass der Trump das inszeniert hat. Vielleicht war es einfach die Rache von der Hillary Clinton. Das kann auch sein, ja. Weißt du, warum reden keiner mehr über die? Warum Ja, stimmt. erzählen keiner mehr Der was Li- mit Hillary Clinton? Da hörst in die Mainstream-Medien hörst du nichts davon. Ganz starres von dir auf einmal. Komisch. Aha. Komisch. Das ist echt komisch. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Wenn siehst, dann kommt es in unser Telegram. Wir erklären euch das.
Ich gehe jetzt auch gleich auf 4chan und tu ein bisschen posten. Das ist auch schon wieder das geilste Gerücht, dass er das selber inszeniert haben soll. Ja. Aha, er hat sich praktisch, er hat gesagt, Oder hey, war ein du Meisterschützen engagiert, der gehst danach nicht mehr legen 135 Meter weit weg auf ein Dach und schießt mir durchs Ohrwaschel. Ja, das hätte der beste Schütze sein müssen, den es überhaupt gibt. Aber dann da schießt man die aber, okay? Ja, Mhm. passt, machen wir. Habe ich nichts mehr vor mit meinen 20. Nein, ist ja wurscht. Da hast du dein Leben gelebt mit 20. Was hätten wir mir schon noch groß gemacht danach? Wahnsinn. Das hätten wir Geiles mir noch schon Leid. groß gemacht. Absolut geile Typen. Ah, was hast du noch dabei, Seppi? Ich habe noch 2 kleine Spiele-Sachen dabei. Ah, krass, reden wir jetzt im Talkthrough nochmal drüber. Rüber. Ja, nur über die wichtigen Sachen. Die kleinen tagesaktuellen Geschichten ziehe ich jetzt da rein. Okay. Corby So, möchte das Ami. zwar nicht, aber gut. Das ist mir scheißegal. Scheiß So, Corby. Soll ich nicht in den Urlaub fahren, dann kann er mitschmerzen. Nicht. Genau, sturmfrei, komm mal, was ich mag. Woo! Zum einen gibt es von Palworld eine Neuigkeit. Ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt. Das ist dieser Pokémon mit Waffen-Klon, das Survival-Spiel. Boglamons heißt das. Und es ist ja mittlerweile aufgekommen, dass Nintendo sie nicht verklagen wird. Also ist das schon durch, dass Ja, Klage erreicht und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Gibt nichts. Und jetzt hat sie Sony Music Entertainment Japan gedacht, geil, lizenzieren wir. Und jetzt machen die miteinander Merchandise und sehende Sachen. Also es kann durchaus sein, dass bald ähnliche Sachen wie für Pokémon auch mit Pals gibt. Und unter Umständen machen die ja irgendwann einmal Cartoons, Animes, oder so in die Richtung. Also es könnte sein, dass da bald was kommt. Bin ich ja gespannt. Mhm. Ja. Da bin ich ja gespannt. Müssen sie ja irgendwie an ein erwachseneres Publikum richten, eigentlich, wenn man sich das Spiel so anschaut und was man da so tun kann. Ja, weil Weiß anders stehst du ja wirklich in direkte Konkurrenz zu Pokémon und das, glaube ich, das haben sie nicht im Kreuz. Nein, eben, das war ja Schmarrn. Das war darf ja ja gar nicht passen. So, das muss halt wirklich ein wenig so Happy Tree Friends mäßig sein. Ja, Also, keine genau. Ahnung. So in die Richtung, weil sowas haben wir aktuell, glaube ich, gar nicht mehr, gell? Sowas wie Happy Tree Friends. So richtig asozialen Scheiß, ne? Ja. Jetzt ist zwar auf Netflix jetzt dieses Exploding Kittens losgegangen, glaube ich, was? Exploding Kittens. Exploding Kittens, das war so ein Kartenspiel früher, gell? Ja, genau, und da gibt es jetzt so eine Zeichentrickserie auf Netflix. Mhm, ein Und VR-Spiel das, können das da auch. und das praktisch eine Katze ist der Gott, der als Katze auf die Welt geschickt wird, und die andere Katze ist der Belzebub, der als Katze auf die Welt geschickt wird. Und es ist einfach irgendwie geil dumm. Es ist irgendwie total bescheuert, aber irgendwie ganz witzig. Also es sind gerade 9 Folgen, glaube ich, mit 20 Minuten jeweils. Da macht man nicht viel verkehrt. Das hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Der Florian ist auch da. Servus. Grüezi. Schöner Sesselberger hat auch gesagt, du sollst Boglamon sagen. Oh, Entschuldigung. Sautipp. Mein Fehler. Sautipp. Grausam. Hast Ja. du eigentlich nur Apple TV Plus? Nein, aber ich möchte es mir jetzt dann demnächst wiederholen, wenn mein scheiß Wow-Abo wieder ausläuft. Dann werde ich es durch das ersetzen. Und dann möchte ich mir Dark Matter anschauen und so. Ja, Das war an dem ich vor 2 Jahren mal angefangen habe, da wo dann jetzt mittlerweile wieder über Staffeln rausgekommen, möchte ich noch ein bisschen was aufhören auf alle Fälle. Ja. Ist ja eine geile Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. ich finde es auch gut, weil also es ist echt schön übersichtlich und sie ist qualitativ, die Dinge sind wirklich sehr hochwertig bis jetzt alle. Und jetzt geht ja auch, da ist jetzt die Serie Presumed Innocent gelaufen mit dem Jack Gyllenhaal, die ist jetzt auch noch um eine 2. Staffel verlängert worden. Mhm. Da werde ich auch mal reinlunzen müssen. Ich fand es damals so geil, weil wie ich das gehabt habe, hat das einfach mal 5 Euro im Monat gekostet. Oder 4, das 4 sogar. Ist ja jetzt auch nicht so viel teiliger, oder? Jetzt kostet es 10. Ja, ist auch noch voll okay. Ja. Ist auch noch voll Also im okay. Vergleich zu Netflix-Preisen und so weiter, die wir Ja. jetzt mittlerweile rumfacken. Was ist da, warum bis dein Wow-Abo läuft? Das ist doch auch monatlich kündbar. Ja, ich habe da so ein super Special-Angebot gehabt, was eigentlich, weiß ich nicht, miteinander noch 7 Euro gekostet hat. Das Filmserienpaket oder sowas und das lautet oder 3 Monate oder sowas, war das ausgelegt. Okay. Ja, kannst du zumindest noch House of the Dragon horzen. Ich wollte mal True Detective anschauen. Ja, da warst du einfach ein bisschen zu langsam. Ja. Habe ich 3 Folgen gesehen von 4 oder wie wären es? Oder 5? 6, glaube ich. 5 oder 6. Ja. Dann habe ich 3, dann habe ich 4, bei der 4. war ich und dann habe ich mir gedacht, 2 Tage später, ey, jetzt schaust du die letzten Folgen noch. Dann war die Serie leider vorübergehend nicht mehr verfügbar. Vorübergehend. Ich soll später wieder kommen. Ja, Später heißt jetzt übrigens im Dezember oder Januar oder sowas. ja. Dann ist es wieder da. Die hättest du aber ganz anschauen müssen. Die war gut. Also ich habe es ganz gesehen. Also, nein, ich wollte nicht mehr. Ach so, ja, okay.
Mir hat's Scheiße, taugt. ist Mir hat's geil. taugt, der Serie Scheiße, ganz zum ist geil. Singen. Das war schon schön. Also ich mag das, wenn ich Serien ganz so schauen kann. Ja, verstehe. Bin Ich ich, bin bin da ich schon, eigen. bin ich Ich, schon ein ich Fan davon. versuche möglichst viel zum Versammeln. Okay, ja, merke ich, das merke ich. Ja, schaut zumindest House of the Dragon noch. Ja, du, ich schaue mir jetzt Ding halt die neueste Folge an, die muss ja jetzt drin sein, oder? Ja, Ja, Mittwoch. ich hab's auch noch nicht gesehen, die werde ich mir jetzt dann nach unserem Boah, Geschwätz letzte hier, Folge war ja mega geil. Hast du die gesehen? war sehr geil, ja. So, jetzt sind wir richtig da, jetzt sind wir angekommen. Die war, wie bei The Boys, die 4. Staffel jetzt, war auch die letzte Folge brutal geil. Da Ja, bin ich genau, auch, die haben wir gestern noch geschaut, die da letzte kommt, Folge. da kommt jetzt die Woche, Mann, das Finale, oder? Aber Ja, am vor The Donnerstag. Boys. Jesus, nein. Donnerstag. Jesus, Wobei ich muss Maria. jetzt, also Stand jetzt, muss ich sagen, war die letzte Staffel ein bisschen besser, fand ich. Die hat den krassen roten Fadenaufbau einfach gehabt mit dem Dings. Wie heißt der? Soldier Boy. Ja, Der ganzen Geschichte, das, wo du einfach drauf gewartet hast, bis das alles einfach ja. macht. Das Ja, ist mir da jetzt ein bisschen abgegangen in der Staffel. Aber das ist auch geil. Das ist jetzt sehr mal auf hohem Niveau. Ja, ich wollte gerade Also, sagen, ich finde es also ich fand die dritte, ja. Die dritte, glaube ich, fand ich sogar allgemein am besten bisher ja, von der alle. Und das das war hat so, wirklich mit dem die roten war Faden so und mit stark, dieser da habe ich Geschichte von so, dem Soldier Boy zum Tag gehabt. genau, da habe ich so richtig den Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist das eine richtig starke Serie. Also so Mhm. im oberen Spektrum von die Serien angekommen, mit der Erzählweise und so weiter, wie der Aufbau war. Das war so richtig, richtig stark. Und da haben sie jetzt nicht mehr ganz, aber zumindest nur in der Nähe. Und ich glaube, 5 Ja, Staffeln soll es geben gerade, oder? Oder genau, 6. nach Das der ist dann 5. schon die ist dann, letzte, die nächste. leider, Scheiße. leider. Mal schauen, was mit Gen V noch machen. Ah, das ist auch so gut. Die war die erste Staffel auch brutal. Ja, da bin ich Richtig ja, stark. da bin ich auch gespannt. Ja, und bin jetzt aufs Finale gespannt von der 4., weil Mhm. jetzt vor allem das Ende von der letzten Folge, das war schon, Kann jetzt aber echt alles passieren, gell? Also ja, das das ist ist jetzt schon wieder so richtig. richtig. Das ist schon wieder so richtig, ja, stop it. Naja. Bin gespannt. Ich bin gespannt, weil ich habe da schon gemeint, dass wir jetzt mal einen Tod von irgendeiner Hauptfigur kriegen. Mhm. Aber war ja Das, noch nicht das, so. das Aber ist irgendwie so ein irgendwie, Damoklesschwert, hängt das über uns irgendwie. ja, genau. Ich denke, also irgendwie Ja. irgendwie fühlt es sich so an, als dass wir jemanden verlieren in der nächsten, Weil im sie da solche Finale. Wichser haben, gell? Weil sie jetzt an jeden so hernehmen und jetzt, präsentieren sie in so einer ganz emotionalen Situation. Da ist jetzt ja Voll. jeder schon drin gewesen von denen. Das ist ja Ja, meistens so ein Anzeichen dafür, dass jetzt gleich was Schlimmes passiert. Und da genau. passiert was Schlimmes, aber halt nicht ganz so schlimm oder irgendwie sowas. Und jetzt weißt du halt nicht, also es kann jeden treffen, es kann aber auch sein, dass es gar keinen trifft. Das ist richtig mies Weißt, momentan gerade. genau, weil wie du sagst, weil du wirklich alle in so eine Situation, durch so eine Situation dort lassen, dass du mit jedem mitleidest, Ja. dass du mit jedem voll mitfühlst und noch mehr magst und dann das richtig schön weh tut, wenn es dann daneben die Kacke. Ich hasse so, die Wichser. Ich schaue es mir einfach gar nicht an, die letzte Folge. Ich bleibe meinem Credo treu. Keine Serien Ja, vollständig anschauen. ja, Kann mach nichts das, passieren. mach das. Vielleicht gewohne ich mir das jetzt auch. Dass wir Vielleicht Trailer nicht gewohne mehr ich mir anschauen, schauen wir die Serie nicht mehr an. das. Immer nur maximal die Hälfte. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Was hast du für ein Gut. kleines Spielchen, Spielthema dabei? Ja, genau. Wir haben ja jetzt vor kurzem erfahren, dass ein neues Zelda kommt im September. Und zwar Echoes of Wisdom, in dem wir ja die Zelda spielen werden. Kann man schon vorbestellen, gell? Mit Ja, am Ausroll-Banner-Poster? cool. Hast du schon da? Nein. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mit dem Rollding bestelle oder nicht. Das ist einfach nur wieder drum, was mehr umeinander liegt. Naja, Weil das werde ich wahrscheinlich nicht aufhängen. Aber ja, was ist lieber haben als brauchen. eben. Und jedenfalls war jetzt das Entertainment Software Rating Board hat, das ist die raten halt die Spiele so auf für Teenager, was weiß ich was ist. Das ist praktisch die internationale USK, oder? Sowas in die Richtung, ja. Und die haben quasi das Spiel jetzt gelistet und in einer Beschreibung ist drin gestanden, was es geht, grob, und dass man mit der Zelda dies und dies machen muss, dass dies und das passiert. Und es ist auch drin gestanden, also die Rolle von Zelda wird übernehmen, während sie versucht, Risse in ganz Hyrule zu beseitigen und Link zu retten. Und dann heißt es aber auch noch, als Link benutzen Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen. Mhm. Und das kann natürlich, weil die werden dir das schon vorliegen haben, ein kleiner Hinweis sein, dass man irgendwie in irgendeiner Form auch einen Link spielen wird. Und vielleicht haben wir dann 2 Welten. War auch geil, gell? Weil er wieder Ist so ja, verschluckt im, sagt man im Trailer, ja dass genau. er irgendwie Ist, unten ein bisschen rumwerken muss. und ist ja meist ist ja immer ein bisschen so Zelda-typisch, sage ich jetzt mal, so mit mehrere Welten. Das hast du mehr oder weniger in Ocarina of Time gehabt, auch wenn es jetzt Mhm.
Zeitsprünge waren, aber es war halt einfach nochmal verändert dann. Ich glaube, Ja. bei Link to the Past war es ja auch schon so Minish Cap, groß und klar. Jetzt hat eben bei Tears of the Kingdom mit Ober-, Unter- und Himmelswelt und so. Also es war halt Zelda-typisch, sage ich jetzt mal, wenn wir das kriegen hatten. Ja, Habe ich Bock drauf. Ich habe auf das Spiel ich allgemein freue mich auch richtig schon. fett Bock. Ich freue mich schon richtig, das wird super. Da habe ich richtig fette Lust drauf. Du musst es doch mit dem Bann abstellen, das hilft nicht. Das hilft nicht. Und ja, Flo, der Philipp hat recht. Ich glaube, das ist für nächstes Jahr angesetzt, die 5. Staffel The Boys. Für nächstes Jahr? Ich glaube schon. Machen die nicht. Heute mal, oder 2026. Ja, ich glaube, die machen ja nächstes Jahr wieder Staffel Gen V, oder? Ich glaube auch, ja. Irgendwas, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube auch, dass sie nächstes Jahr Gen V machen und dann The Boys Finale. Ach, das muss ich gar nicht Dinge. Ich auch nicht. Übrigens, ich weiß nicht, wer die Serie gesehen hat und wen es interessiert, aber Reginald the Vampire has been cancelled after 2 seasons. Wer sich fragt, was Reginald the Vampire ist, da spielt der Jacob Batalon oder Batalon, keine Ahnung, wie man den Typen ausspricht, spielt da einen Vampir. Man kennt ihn als Ned aus die Spider-Man-Filme mit dem Tom Holland, sein bester Freund da, dieser dicke asiatischstämmige Mensch. Ja, ist jetzt habe jetzt erst gesehen, dass die auf Wow drinnen war, Seppi. Kannst du noch anschauen. Kannst du noch anschauen. Ah, schon wieder der Sesselfred-Macher, der Zelda-Unboxing. Oh, Es ist in der Regel, sind diese Dinger, wenn man es bei Nintendo selber bestellt, dann haben sie mal so, ja, die Special mit Pins und die Figur und was weiß ich. Die Schwanz bringen aber keine schöne Box aus, sondern du kriegst dann einfach einen Karton, den du aufmachst, dann liegt das Spiel drin und da liegt dann ein Backel Pins drinnen oder die Figur daneben drinnen oder sonstiges. Also so ein interessantes Unboxing wird das wahrscheinlich nicht. Ich kann dann das war was für TikTok. Ich mach den Karton auf, zieh das Roller auseinander und sag, da ist eher Unboxing. Ja, genau, mach das einfach. Machen wir das, machen wir fettes Zelda-Unboxing und dann sagen wir euch das. Ja, auf alle Fälle Reginald the Vampire nach Staffel 2 beendet. Keine Ahnung, ob das irgendjemand interessiert, ob es irgendjemand gesehen hat. Ich werde mal reinschauen. Aber ich fürchte, dass das nicht so toll sein wird. Hast du noch was dabei, Seppi? Ich kann kurz nur sagen, dass Terminator Zero jetzt da angeht. Das ist die Serie, der Anime auf Netflix. Ja. Was habe ich gesagt vorher? 29. August. Genau. Und da ist ein neuer Trailer rausgekommen. Schaut euch den an. Schaut geil aus. Wir dürfen ja nicht mehr miteinander, weil YouTube uns sämtliches Geld aus dem Arschloch rauszieht sonst. Ja, alle 5 Schickel. Ja, so ungefähr. Aber schaut euch an den Trailer, schaut cool aus. Habe ich auch schon Bock drauf. Animes kennen sie zufällig recht gut auf Netflix, finde ich. Mit Animes hast du bis jetzt noch nichts verkehrt gemacht, wenn du auf Netflix schaust. Das ist wo. Es gab ja schon mal eine Terminator-Serie, Realserie, Sarah Connor Chronicles hat die geheißen. Die war schon Zeit her, da hat es auch noch lineares Fernsehen gegeben. Genau, die war gar nicht so schlecht und da hätte eine coole Storyline angefangen, wenn es die 3. Staffel gemacht hätten. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Wie es jetzt hat, ob es jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht. Damals zu Release fand ich es nicht schlecht. Nein. Ja, die Terminator Zero macht es ja so, dass nur die ersten 2 Teile gelten und alles andere ist gestrichen. Also ja, da musst du ja praktisch, das müsst du vor jedem Terminator-Film musst du nochmal nachlesen, welche Teile das jetzt sind und welche nicht. Und da ist einfach nur 1 und 2 und der Rest ist quasi nie passiert. Okay. Bob the Necromancer und das ist Unboxing. Ich kenne Bob the Necromancer nicht. Hau ab, Never Raven, du laberst nur Müll. Wenn du da nichts mehr hast, verzeih mir die Leute, warum sie ins Kino gehen sollten. Oder ob es die Woche überhaupt rendiert, dass sie ins Kino gehen. Ja, und dann verzeih mir dann noch, was am meisten angeschaut haben auf die Streamer. Stimmt. Kann man auch noch erzählen. Dann, also, wenn ihr jetzt nicht nur die Streaming-Charts weiter pushen wollt, sondern auch ins Kino gehen wollt, dann lauft auf alle Fälle für euch Love Lies Bleeding. Und auf den habe ich mal mordsmäßig Bock. Ich hoffe, dass der bei uns auch irgendwo anläuft. Weil der Trailer. Den möchte ich sehen. Ja, unbedingt. Der schaut richtig gut aus. Und Kristen Stewart mag ich mittlerweile auch sehr gern, vor allem seit Underwater. Ja, total geiler Film. Irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, dann angeschaut, bombengeil. Voll geil, ja, voll geil. Haben wir übrigens auch eine eigene Folge zu Underwater. Hört es euch an, die ist sicher gut. Dann kommt noch ISS, Sci-Fi Thriller. Keine Ahnung, habe ich noch nichts dazu gesehen. Weltraum, gell? Genau, Weltraum. Schauen wir da mal.
Schauen wir uns daheim an. Dann, was haben wir sonst noch? Crossing, Auf der Suche nach Thekla, Juliette im Frühling, Verbrannte Erde, Blue Lock, der Film, Episode Nagi, das ist irgendein Fußball-Anime. Leider interessiert mich das sowas von gar nicht. Dancing Queen, was auch immer das sein soll. Bad News, Pinky Swear, Projekt Ballhausplatz. Immerhin die Kunst, die Kunst. Ja, lauter Scheißdreck. Bis auf Love Lies Bleeding ist für mich, glaube ich, diese Woche nichts dabei an Kinostarts. Ja. Aber wenn der bei uns irgendwo läuft, da rumpelt man auf alle Fälle ins Kino. Ich müsste jetzt erstmal nur zu dem A Quiet Place Day One, meine ich, was der, den möchte ich jetzt nur im Kino schaffen, da ich ja schon Furiosa nicht geschafft habe und Planet der Affen nicht geschafft habe. Jetzt hoffe ich, dass ich wenigstens in der Quiet Place schaffe. Ist der nicht schon am Ende seines Zykluses? Na, der glaube ich läuft erst 2 Wochen. Ah, okay. Und ich glaube, er läuft nicht so schlecht, dass er schon wieder aus den Kinos verbannt wird. Also Prequel, oder? Ja. Kannte quasi mitgehen. Hast du die anderen noch nicht gesehen, oder? Den ersten glaube ich schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern und ich verwechsel ihn da immer irgendwie mit was anderem, glaube ich. Aber wie du schon sagst, das ist ein Prequel, machst nichts verkehrt. Und ich habe jetzt schon oft gelesen, dass es angeblich der beste der Reihe ist. Also Ja, bin ich gespannt, weil ich fand den ersten schon wirklich unglaublich gut. Und der zweite war auch noch sehr cool. Aber ob er den ersten wirklich so toppen kann, wie es heißt in dem verrückten Internet, ich weiß nicht. Bin gespannt. Lass uns überraschen. Was verzeihen denn unsere Streaming-Charts? Ja, jetzt pass auf, fangen wir den an. Die 10 am meist angeguckten Sachen querbeet hätte ich da. Dann habe ich, was haben wir da? Die meistgeguckten Serien und die meistgeguckten Filme haben wir aufgegliedert. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Serien und Filme vorgelesen. Okay, bei Mischform ist es ja dann eher Schmarrn. Gut, also Serien. Wir haben auf Platz 10 Evil auf Paramount Plus. Geil. Ist gut. Super Serie. Passt. Dann haben wir Good Behavior auf Max, also HBO. Dann The Acolyte, Disney Plus. Wie heißt das? Star Wars, oder? Irgendwie, oder Star Trek. Ich glaube, Star Trek war das. Oder Trek Wars? Irgendwie sowas war War das nicht das mit dem komischen Tor? Das auf RTL 2 früher gelaufen ist? Ach, du meinst DC-Comics-Verfilmungen? Irgendwie so, ja, ich kenn's nicht. Okay, naja. Irgendjemand wird schon kennen. Ja, es ist auf alle Fälle sehr regenbogenfarbenlastig, habe ich gehört. Dann haben wir Your Honor auf Netflix. Ist der Your Honor, gibt es nicht einen Film mit dem, wie heißt der Walter White? Krass, das wird verwischt. Ja, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein, wenn ich bescheuert. Cranston. Bryan Cranston. Bryan Cranston. Genau. Das ist der, ja. Ist das die Serie? Das ist mit ihm. Ah, okay. Drama. Zwischen 20 und 23 ist das okay. scheinbar. Genau, dann haben wir Supercell auf Netflix. Das ist ja keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ja, ist irgendwie so ein Superhelden-Ding, so halt wieder so verkappt. Irgendwie normale Leute mit irgendwelchen Kräften, oder? Irgendwie so in die Richtung geht doch das. Ich habe noch nichts gelesen, weil irgendwie haben wir gedacht, nee. Ich habe das Battle gesehen und gedacht, nein. Dann haben wir My Lady Jane. Den Scheiß, wie kannst du jetzt einfach, weil das verhurte Prime, wenn du da was anschaust, dann pennst, sagen wir mal, ein, lauf die Staffel durch und dann fängt er einfach irgendeine Serie an zum Spielen. Ja. Und dann hast du den Scheißdreck in deiner Liste drin und dann flippt mein innerer Autist komplett durch. Jetzt habe ich die verhurte Lady Jane in meiner Ding drin und ich schaue überhaupt nicht ohne Mist. Fick dich, leck mich. Alle hassen Chris habe ich schon drinnen. Die 3 oder 4 Serien habe ich jetzt in meinem Weiterschauen-Reiter drinnen, die überhaupt nicht anschauen. Nur weil ich mir einpennt bin. Leck mich da. Leck. Ja, was mir ein bisschen überrascht jetzt, die nächsten 4, dass die dabei haben, überrascht mich jetzt nicht, aber in welcher Reihenfolge überrascht mich ein bisschen. Auf der 4 ist House of the Dragon. Auf der 3 ist The Boys. Auf der 2 ist Presumed Innocent. Und auf der 1 ist The Bear. Also es ist tatsächlich die Gerichtsserie mit dem Jake Gyllenhaal von Apple TV und die Kochserie
vor House of the Dragon und The Boys. Ich glaube, Eigentlich. dass letzte Woche sogar The Acolyte noch vor House of the Dragon war. Ich bin mir nicht Ich glaube, hundertprozentig sicher. ich habe letztes Mal was gehört, dass die Zahlen gar nicht so stark haben für House of the Dragon, gell? Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt Also die nicht. haben bei Weitem nicht mehr so wie bei Game of Thrones angeblich. Okay. Schaut Ich es euch schätze, dass an. das jetzt wieder steigt, wo es wegen mehr zur Sache geht, weil ich glaube, Ja. viele Ich glaube, dass aber dass das die, bei so Serien oft einmal, dass die am Anfang und am Ende immer so ein Auf und Ab ein bisschen drinnen haben in Ja. Serien. Da habe ich mir irgendwas gesehen, dass das bei ganz vielen Serien so ist, dass da die Zahlen, die ersten Folgen und die letzten Folgen immer höher sind als in der Mitte. ja, vor allem, wenn es dann jetzt in dem Fall dann auf Social Media vielleicht ein bisschen rumspricht, was jetzt da abgegangen ist, dann gehen wir vielleicht doch wieder ein paar mehr wieder zurück oder schauen sie es Ja. gleich an, statt irgendwie später. Kann schon sein. Genau, also The Bear Nummer 1. Es ist eine wahnsinnig erfolgreiche und beliebte Serie. Unglaublich, ja. Der Never Raven fragt gerade, ob das wer gesehen hat. Also ich habe die ersten 2 Staffeln gesehen und sie ist wirklich unglaublich gut. Also, Ich hab angefangen einmal mit der ersten Staffel, habe es auch sehr gut gefunden. Ich bin dann aus Zeitgründen leider nicht mehr dazu gekommen, dass ich weiterschaue, aber ich werde das auf alle Fälle wieder musst, einführen, weil also das wirklich, richtig geil ist. Ich mag ist auch den es ja Schauspieler, der ist richtig gut. und ist es ja angenehm, also gerade so eine halbe Stunde überdauert jede Folge. Außer Genau. glaube ich, gibt eine Weihnachtsfolge, die dauert eine Stunde. Mhm. Und diese ganze Serie ist purer Stress. Die ist Ja. nur, das ist, du denkst, Alter, wie kann ich in so einem Umfeld arbeiten wollen, wenn einer so mit mir redet, wenn es irgendwo Ja. echt passiert, die dann da drinnen umbringen in der Küche, dann hätten sie wieder noch einsperren. Ja, schlimm. Echt brutal, was das das ist oft einmal so, dass ich sage, jetzt muss ich mal was anderes anschauen, wenn mich das aufregt. Also, aber positiv, aber das ist nur Schreien, nur Stress, nur Maul, nur Gefluche. Sie mengen sie eigentlich und dann nehmen sie nur, also ich finde der Bär richtig gut gespielt, richtig gut umgesetzt. Cool Aufbau und freue mich jetzt schon auf die 3. Staffel, ja. Gute Sache auf alle Fälle. Sehe. Guti, dann gehen wir jetzt zu den Filmen, die können wir relativ schnell durchwerken, weil da Ja, ist da viel altes Zeug dabei. wird der Mann, die kann man recht schnell durchwirken. Shots feiert. Oh yeah. Guti, auf der 10 haben wir Hitman von Netflix. Dann haben Hitman. wir, Den Hitman-Film oder. Ah, na, das ist der eine mit. 2023, der. Ja, der mit dem einen blonden Schönling, oder? Der jetzt, Ja, wenn mein Internet nicht so langsam war, vor mir hat jetzt gerade irgendwie einen Schlaganfall und könnte da mehr sagen. ja, ist wurscht, aber ich glaube, ich weiß schon, welchen das meinst jetzt. Genau, mit dem Glenn Powell, der Ja. jetzt ja quasi auch wieder im Kino ist mit Killer's Romance. Kann das Ja, sein? genau. Ja, irgendwie so. Genau, dann haben wir auf der neuen If. Das ist der Animationsfilm mit dem Deadpool. Ach ja, ist der Äh, schon zum Streaming, aber bei uns noch nicht, Bei glaube ich. Oder? denen, der ist jetzt ganz neu wahrscheinlich Ja, bei uns war er jetzt nämlich äh, erst im Kino. Paramount Plus. Genau, dann haben wir auf Netflix A Family Affair. Mhm. Ah, da ist die kleine Joey King dabei. Mhm. Big Und Love. wir haben auf HBO Max ist der Twister, der ja bei uns nur im Kino läuft, ne? Twisters läuft im Kino. Twisters. Ah, okay. Dann weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht Dann schauen bin ich jetzt alle schlecht nur informiert. mit Twister an als Vorbereitung für Twisters. Sicher überragender Film, der Twisters. Ja, Das ist dann, ein Corby sein Most Wanted heuer. ach tatsächlich, das ist ja wirklich der alte Hammy. Geil. Krass. Ja gut, Godzilla X Kong haben wir dann, The New Geil. Empire, auf der Max. Dann haben sie das gleiche scheinbar wie bei Twisters, haben sie bei Maxine scheinbar auch einen Haufen Leute gedacht, weil Pearl ist jetzt auf der Nummer 5 auf Prime Video. Gut. Macht mir nichts verkehrt mit Pearl. Dann haben wir was ich jetzt gar nicht richtig nachvollziehen kann, Independence Day auf der 4. Ja, weil letzte Woche war irgend so ein Emmerich-Jubiläum. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest, weil letzte Woche auch einige Emmerich-Filme nochmal aufgeführt worden sind im Kino. Ich habe aber da nicht nachgeschaut, Okay. warum. Das kann das vielleicht erklären, dass sie dann voll Ja, Independence Day eingehauen haben. Und war nicht auch erst Independence Day bei den Amis? also im Juni. Oder im Juni? 4. Oder? 4. Juni ist der Unabhängigkeitstag, glaube ich. Frag mich nicht, irgendwann 4. Juli. Das kann auch sein. Egal. Ist wurscht. Dann war er aber auch schon 2 Wochen her. Oder Ja. eine Woche. Ja, gut, aber die sind ja Naja, nicht, die sind alle nicht so die Schnellen. Nein, das stimmt, die brauchen ein bisschen. Eben mit denen komischen Buggies mit, bis die vom Walmart zurückkommen. Ja, und dann haben wir auf der 3 haben wir X. Äh, Passt auch zur Maxine. Und dann. Oh Gott. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt. The Beekeeper.
The Beekeeper. Ja, scheinbar soll- auf Prime Video gestartet. Und, Der soll aber echt gut sein. Ich habe jetzt schon von ja, vielen was Leuten heißt gehört. gut? Was heißt Ja. gut? Er soll nicht lustig sein, wenn du Ja, dir diese das- Kuppel das- anschaust und ein bisschen was trinkst. Ja, genau, das meine ich damit. Also wirklich, weil viel von denen, seine letzten Filme, die kannst du nicht in einem Psuff anschauen. Ja. Und der soll halt wieder so viel, irgendwie so trashig unterhalten sein. Der Max Esselmann schreibt gerade am 4.7. ist Independence Day, ich hab recht gehabt, du schützt mir 8 Kasten Bier und wie man gewinnt. Alle Leute haben es gesehen. 10. Sag's wenigstens gescheit dann. Ja, ich hab da noch 2 geschüttet. Ja, dann haben wir noch einen. Der ist mir tatsächlich ein bisschen entglitten. Das habe ich erst vor kurzem mitgekriegt, dass es den überhaupt gibt. Welchen? Beverly Hills Cop, den neuer. Ach, XLF. Der wird an mir vorbeigehen. Ja, ich jetzt auch fast. Ich der Backer Eddie Murphy einfach nicht. Na, Das geht gar nicht. der ist auf alle Fälle der am meist gestreamte Film gewesen. Ja, das glaube ich, weil da jetzt die 4. ganzen, 10. weil jetzt die ganzen Ü50-alten Saudeppen, da können sie mal schnell Netflix einschalten, weil da kommt der Beverly Hills Cop und der war da früher in die 80er schon so super. Mhm. Halt's doch einmal. Ja, dann wisst ihr jetzt auf alle Fälle, wo es jetzt dann zu uns umschwappt und wo bei uns der Trend hingeht. Bei den Sachen, die noch nicht veröffentlicht haben, zumindest. Ja, das meiste Zeug, was du gesagt hast, kannst du, glaube ich, bei uns ja schon kaufen oder so auf Prime, wer auch immer sowas tut. Ich glaube, während Corona habe ich das da mit dem Mortal Kombat Film. Da haben wir gedacht, den muss ich supporten, so gut es geht. Ich möchte unbedingt den zweiten Teil. Ja, und bei Evil Dead und Rise und Super Mario, glaube ich, habe ich es auch gemacht, weil ich gedacht habe, die sind so gut, die Filme, die sollen alles Geld von mir haben, was ich habe. Ich habe es gestern fast gemacht. Ich habe mir gestern, wie heißt der? Das fällt mir der Name mal. The Iron Claw angeschaut. Ah, ja. Und der hat zum Ausleihen 4,99 gekostet und zum Kaufen hätte er dann 6,99 gekostet. Also dann hätte ich dann fast gekauft, habe es aber dann doch nicht, weil ich mir wieder dachte, was möchte ich denn eigentlich mit einem digitalen Film? Ja, eigentlich ist totaler Bullshit. Ja. Aber ich muss sagen, der ist fantastisch. Das Ich ist muss ein mich ganz endlich sehen. Schau dir mal den an und dann machen wir eine Folge, weil der ist brutal gut. Und Das können wir machen, ja. bin ja in dem Wrestling-Thema ein bisschen drin. Das ist richtig geil gemacht. Da können wir ein wenig Ja. schwatzen dann. Ich werde mir der Einzige, bei dem ich jetzt dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr fürs Line ausgeben werde, ist der Abigail. Der ist jetzt gerade drin und der darf mich auch schon brennend interessieren. Mhm. Da werde ich jetzt mal, wenn er nicht mehr als 5 Euro zum Line kostet, dann sage ich Prime, da nimm 5 Euro, weil ich bin ein weißereicher Deutscher, ich kann es mir leisten. Ja, die ganzen 17 Euro Ausleihgeschichten da, das ist sowieso für den Arsch. Ja, das sind noch nicht ganz dichte Idioten. Ja. Naja, ich glaube, meine Kamera sagt mir immer aufhören, weil bei Beutel immer unschärfer wird, warum auch immer. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Irgendwie haben wir anscheinend umgeschalten auf den Kühlschrank zum Aufnehmen. Wenn du nichts mehr hast, sind wir wieder die Woche fertig mit unserem Kassettenschmerz. Das ist schön. Das ist schön. Schauen wir mal, ob wir es nächste Woche wieder mal zu dritt schaffen. Dann sagen wir danke an alle, die mitgeschaut haben. Ihr wisst es, der Korb hat euch gesagt, macht's jetzt ein TikTok-Abo für uns. Das ist anscheinend sogar wichtiger als Steady-Abo, weil da hat er nicht gesagt, dass wir das extra erwähnen sollen. Das sagen wir jetzt nochmal. Wir hätten uns gefreut, wenn es zu unserer Steady-Family dazugehört. Ihr habt Vorteile, Folgen immer einen Tag früher hören, Sonderfolgen nur für euch, Sonderformat nur für euch. Merchandise gibt es einmalig ab einer gewissen Stufe. Schaut es euch an auf Steady, vielleicht ist was dabei für euch und wir freuen uns über alle, die ein Abo abschließen. Ansonsten hören wir uns, alle Steady-Abonnenten hören uns schon heute mit der neuen Folge zu Maxine. Alle anderen hören uns morgen mit der neuen Folge zu Maxine. Und live sehen wir uns wieder am nächsten Montag. So ist es. Und irgendwann streamen wir so wieder. Aber ja, das werden wir jetzt schon. Spätestens, wenn das Mario und Luigi-Spiel draußen ist. Ja. Das, glaube ich, kann man im Coop durchspielen. Das, glaube ich, kann spaßig sein. Und irgendwann sollte man das zweite Hellblade machen. Ja, wir haben viele Möglichkeiten. Viele, endlose. Merci für jeden, der zugeschaut hat. Merci für deinen Einsatz, Sepp, das war sehr toll. Dankeschön, ich habe alles gegeben. Ich weiß nicht, aber... Ja, ich habe es gemerkt. Du bist ja noch angeschlagen vom Wochenende. Das passt also. Macht es gut. Schönen Abend. Wiederschauen. Für euch. Boom. Judy. Boom. Was haben wir? Dauer 53. Gut.